Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, wie wir sehen, ist da ohne Ahnung irgendwas auf dem See. Könnte ich mir auch nochmal angucken, wenn ich dann schon mal hier bin. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie man taucht. Genau, so war das. Okay, so rum. So, und jetzt pumpt mal weiter in die Richtung. Okay, so. Du haben wir jetzt aber nichts, glaube ich, was wir knacken könnten. Sicher bin ich mir nie mehr, ob es da was gibt. Aber ich sollte auf jeden Fall wieder hochgehen, bevor mir die Luft ausgeht. Und ja. Okay, alles wieder gut. Ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Luft und das Schwimmsystem ist jetzt auch nicht gerade so das Beste. Da muss ich dann mit der Springtaste Alt mit dem Taucher runter. Aber ja, schauen wir mal, wie das läuft. Aber jetzt können wir auf jeden Fall im Homie noch hier die Lurkerkralle geben. Ich glaube, dann können wir noch ein bisschen mit dem quatschen. Schauen wir mal. Und wie sieht's aus, Homie? Ich habe das Biest erledigt. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Mach das mal. Alles klar beim Damm? Alles klar beim Damm? Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Okay, sehr schön. Gut. Haben wir hier alles erledigt, aber ich soll hier noch Sumpfkraut verteilen. Wir haben es jetzt 11:18 Uhr. Hui, ich sollte mich etwas sputen. Die Zeit geht rasend schnell vorbei. Wie schaut's dann bei dir aus? Okay, bei dir kann ich nichts Pass auf deinen Rücken auf! Ja, danke schön. Und bei dir? Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Es hieß zwar eigentlich, dass es Geschenke sein sollen, aber na gut. Huch, da ist einer irgendwie Mitte in der Prärie drin. Ich habe Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Okay, interessant, dass die beide jetzt ausgerechnet die gleiche Stimme haben. Aber dann kann ich hier nochmal die andere Hansel fragen. Das muss ich anscheinend immer die namenlose Leute fragen. Sprich, die einfach nur Söldner und Bandit heißen. Schläger, wollt ihr auch was? Nö. Na gut. Du sowieso nicht mit deinem ekelhaften Adolf-Seite-Scheitel. Dich froh ich sowieso nicht, du widerlicher Typ. Aber die Typen am Tor könnte ich nochmal bequatschen. Du hast die andere paar Banditer. Die wollen bestimmt auch was. Aber muss auch sagen, das Lager ist generell recht gut geschützt. Nur halt diese gammelige Holzkonstruktion am Tor ist nicht so besonders toll. Und da kann man immer noch über den See, beziehungsweise über den Flussarm eindringen. Huch, dich wollte ich jetzt nicht anspringen, sorry. Aber ich habe Sumpfkraut. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Okay, gut. Interessant dafür, dass es eigentlich Geschenke sein sollten. 3, das ist der 4. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Ja, das war der 4. Da ist der 5. So. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Gut, das war Nummer 5. Wie sieht's bei euch aus? Nö. Bei dir? Na, dann unterbreche ich jetzt Mitte im Rache. Und kann ich wenigstens was geben? Nö. Okay, das war jetzt umsonst Rache unterbrochen. Ich finde es auch immer interessant, dass die nicht gleichzeitig Rache und Spreche können. Die sind halt nicht so multitaskingfähig, die können entweder nur Rache oder mit Leuten sprechen. Beides, das ist halt vollkommen unmöglich. Das kriegt man nicht hin. Kenne ich ja selber als Raucher. Man kann immer nur sprechen oder rauchen. So, wie schaut es jetzt mal mit dir aus? Kann ich mit dir nicht quaken? Nee. An der Geschichte muss da wohl was dran sein. Je nach immer diese geile Standarddialoge, die sie hier miteinander führen. 12:03 Uhr haben wir es jetzt schon. Alter Falter, die Zeit, die rennt und rennt und rennt. Ich befürchte, in Emdach sind wir hier noch nicht durch mit allem.
Gut, wir haben es jetzt immer hier beim neuen Lager bis zum Damm gepackt. Wir sind noch nicht mal im eigentlichen Lager. Aber da können wir auf jeden Fall auch noch rein. Erstmal rund schwimmen. Ups. Was machst denn du? Blödi. Hallo? Du sollst schon aufgehen. So. Es sei denn, du willst dich jetzt ganz unbedingt hier im See ersäfen. Das kannst du gern machen, aber... Ja, versäf dich ruhig. Wie dem auch sei. Gehen wir mal hier Wo rein. willst du denn hin? Na doch, Na, rein. da rein. Vergiss es. Wird nicht so heiß gegessen. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Es gibt noch so saublöd zu lachen. Ich dachte, das wäre... Okay. Wenn ich da noch nicht rein darf, dann machen wir was anderes. Dann machen wir Trick 17. Es gibt hier durchaus eine Möglichkeit. Ja. Da gehe ich nämlich zur verlassenen Mine. Und dann hole ich mir da ein Outfit und dann bin ich Schürfer. Dann komme ich auch ohne eine dämliche Erzspende hier rein. So, was machen die hier? So wie der Koanga, derjenige war, der die Templer unterrichtet hat, ist das der Typ, der die Söldner unterrichtet. Magst du Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Ja, klar. Aber Mitte im Training lassen die sich anscheinend Achterfuhr abbringen. So, magst du Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Das war Nummer 6 und 7. Cord. Hi, Cord. Ja. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. Okay, das ist wirklich nicht viel. Aber 20 Lernpunkte. Heidewitzka, das ist schon etwas arg teuer. Zumal wir auch nur 11 Lernpunkte haben. Also das kriegen wir noch nicht hier. Aber wir können auf jeden Fall hier Richtung hier Richtung neue Mine gehen. So, dann kämpfen wir erstmal gegen die Scavenger. Die kriegen wir ja noch locker platt. Komm her, du. Auch nicht so picke hier. Zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. So. Sehr schön. Söldner kommen hier auch nicht arg stürmt. Dafür ist es einfach auch zu weit weg, das Ganze. Dann schauen wir uns doch mal so eine Erzmine an, oder? Finde ich immer wieder interessant. Also generell beschäftige ich mich auch ganz gern mit montan-archäologische Sachen, sprich mit Bergbau in der Antike, wie man in römischer Zeit oder in anderer Zeit Bergbau betrieben hat, was man für Metalle geschürft hat, wie man das gemacht hat. Gibt es sehr interessante Sachen dazu. Und auch wie das Erz verarbeitet wird, wie es geschmiedet wird, dann als Stahl und so weiter und so fort. Ich finde gerade diesen Bereich in der Wirtschaftsarchäologie sehr interessant, wie Leute eben früher Metalle aufbereitet haben, wie sie sie abgebaut haben und unter welche Rechte das Ganze fällt. Im Römischen Reich ist es ja zum Beispiel so, dass der Kaiser, also das ist dann in der Kaiserzeit, dass der Kaiser alle Bodenschätze gehören, sprich ihm gehören Steinbrüche und ihm gehören alle Mine. Und da haben die Leute entsprechend Abgabe zu zahlen, wenn sie denn für ihn eine Mine pachten wollen. Sprich, der Kaiser besitzt das Ding. Oh, da hat gerade hier ein Wolf eine Mole-Rat zerfleddert. Kümmern wir uns dann mal um den Wolf. Hey, hör auf. So. Dann flattern wir jetzt auch und die Mole-Rat. Ach, obwohl der schon ein bisschen drauf rumgekaut hat. So what. Ja, wie gesagt, im Kaiser gehört eigentlich dann das ganze Gedöns. Aber es gibt Leute, die können sich da privat einkaufen und können dann im Auftrag des Kaisers die Mine verwalten und können es dann wieder an weitere Pächter geben, die dann ihr Erzschürfer dafür einstellen, beziehungsweise auch ihr Facharbeiter. Ja. Und dann gibt es halt natürlich die direkte Regie, das ist dann, wenn der Kaiser direkt irgendwo in Spanien zum Beispiel fündig wird und dann schickt das Militär los und die bauen das dann direkt für ihn ab. Und dann sind es meistens militärische Verwalter. Besuch. Mach uns keinen Ärger, Ach, sonst ich nicht vor. bekommst du welchen. Ja, veräppel mich nicht oder ich mach dich zum Moose. Ich will in die Mine. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Okay. Dann will ich mich mal umsehen. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst.
Okay, dann gehe ich auch mal. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ja, sicher. Ich wäre hier nur ein paar Leute berauben, also, beziehungsweise ausplündern. Das passt schon. So, dann schauen wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Hier gibt es was zum Klauer. Machen wir das natürlich auch. Rechts, links. Weintrauben, ui. Und ein Schmiedehammer. Okay, das war jetzt natürlich ganz wertvoll, ihr Haber. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Zack. Huch, eine Molerat. Was machen die hier? So. Das sollte natürlich nicht passieren, dass hier so viel Mitte in der Mine-Siedlung ist. Ein Söldner. Ja, die Schürfer scheinen wohl hier direkt zu leben. Noch ein Söldner. Ja, da kann ich mich dann schlecht reinschleichen, wenn der Typ da steht. Wie sieht's dann hier noch aus mit euch? Ein stinknormaler Bandit. Ein Sweeney. Wie sieht's aus, Sweeney? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schaffen. Okay. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Ja, natürlich. Weiß ich. Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß. Gut. Wie viel Erz habt ihr dann schon gesammelt? Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Gut, das war auch alles, was ich wollte, weil hier kriege ich gratis eine Rüstung. Und zwar schützt mich das Ding 10 vor Waffen statt 15, wie bei dem Ding, und Schutz vor Feuer 5 statt 10. Also das Ding ist schon etwas stärker. Aber mit dem Teil hier gehe ich als Schürfer durch und dann komme ich hier auch vorbei in die Kneipe, ohne Erz zahlen zu müssen. Okay, die hängen jetzt alle schon an so einem Erzklumpe dran. Moment, da konnte ich keine Leiter hoch. Also da geht's... Nee, hier geht... Ah, nee, das ist einfach nur irgend so ein Galgenkonstrukt. Da komme ich aber hoch. Ein Söldner ohne Namen. Noch das so einer... Ah, nee, Quatsch, da ist er ja wieder. Nee, oder? Schürfer. Okay, hey. Wer bist du dann? Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Okay, ich wollte nur mal in die Mine rein. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest noch mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Dann, ja, kriege ich die Erlaubnis? Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Na gut. Versuch was wert, oder? Dann können wir dort noch hingehen. Ich glaube, da oben ist noch ein Händler. Ja, auf jeden Fall kriegt man so eine Gratis-Rüstung. Und so entgeht man dem blöde Schutzzahlung, für in die Taverne reinzukommen. Die hängen hier auch nochmal dran, an jeweils einem Erzklumpe. Schürfer. Wer hockt dann hier drin? Bandit hockt hier drin. Und Bandit. Ne, die können leider kein Sumpfkraut kriegen von uns. Und wie sieht's dann mit dir aus? Hey du, was ist los? Hi. Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Okay, und was? Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten,
Da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Ja, will ich unbedingt haben. Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Okay. Muss ich haben. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben, klar? Klar. Okay, dann muss ich eigentlich nur noch das Brot, die Äpfel und eine Weintraube noch besorgen. Oder ich breche hier Ei und knack was die Leute hier hin. Das ginge natürlich auch noch. Kann ich hier rein, während dort die... Nee. Also hier geht's mir auf jeden Fall nicht. Die haben hier alle nix. Und hier könnte ich mal reingucken. Die bemerken mich sowieso nicht. Bett. Nee. Hier ist nichts. Nur Bett und eine Bank. Na gut. Dann behalten wir das aber mal im Hinterkopf. Und ja, die Waffe ist jetzt ja gerade die beste, die wir da kriegen. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, was wir da kriegen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich stark genug für die Waffe bin. Ich glaube nicht. Nee, hier ist Einbrechen unmöglich. Wenn da überall die Kasper rumstehen, geht doch nix. Ups. Moment, mal gucken. Ich glaube, hier komme ich durch, oder? Ja, sehr schön. Knacken wir mal die Truhe. Ah, nochmal. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Rezepturen. Haha. Okay, ja. Was haben wir hier? Ne. Rechts, rechts, links, links, rechts. Und ein Schinken. Okay. Hier haben wir nix. Scheinbar nur so kleine Vorratshütte zu sein. Und was ist dann Rezepturen? Muss ich gerade mal gucken, was das bewirkt. Heilung. Ja, Magie ist das nochmal extra Ding. Schriftstücke haben wir doch hier, ja. Rezepturen, Band 1. Das Balsam des Sehens. Dazu wird ihm Galle auf die Augen gestrichen. Galle ist bitter im Geschmack. Wird dieses Bittere auf das Auge genommen, das heißt, schauen wir die Bittere an, das Bittere an, so erwächst daraus Weisheit. Wir werden sehend. Bitterkeit und Weisheit schließen einander aus. Sie sind Gegenpole. Tränen, Leid und Enttäuschung sind bitter. Die Weisheit aber ist die Trösterin in jedem seelischen Schmerz. Bitterkeit und Weisheit bilden eine Alternative. Wo Bitterkeit, da fehlt die Weisheit. Und wo Weisheit, da gibt es keine Bitterkeit. Ja, denken Sie mal drüber nach. Klingt, als ob es irgend so ein Stammtischphilosoph verfasst hätte. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hier erstmal alles, weil wirklich was Stibitze können wir hier nicht. Das heißt, wir sollten aus dem Kessel wieder raus. Ah, schon geil gemacht, oder? Hier generell der Kessel, schon cool gemacht. Okay. Dann raus aus diesem teils Tagebau, teils Untertagebau Kessel hier. Und dann gehen wir wieder zurück ins neue Lager. Dann können wir auch nochmal 3 Sumpfkrautverticker an diverse Bandite oder Söldner. Oder beide. Und dann muss ich mich auf jeden Fall nochmal in Richtung Kneipe schmeißen. Weil jetzt haben wir ja die Schürverkleidung. Jetzt sollten sie uns reinlassen ohne weitere Probleme. Okay. Das sind halt immer so kleine Kniffe, die man lernen kann. Und diese Schürferhose aus dem neuen Lager, die ist nix im Vergleich zu der schwere Butlerhose, die man im alte Lager kriegt in der Mine. Die können wir uns so, glaube ich, auch entweder kaufen oder wir kriegen sie gratis. Aber ich glaube, wir müssen sie uns so auch kaufen. Aber die leichte Butlerhose ist definitiv ziemlich stark. Und die ist am Anfang, glaube ich, so ziemlich die beste Rüstung, die man kriegt.
Ist, als würde ich mit meiner jetzigen Sicherheitshose durch die Gegend laufen und einfach nur irgend so Tanktop aber drauf. Ich meine, der Novize-Rock, es wundert mich schon, dass der etwas stärker sein soll als diese Schutzkleidung, die man hier kriegt. Aber eventuell ist so dieser Novizenrock auch magisch verstärkt. Alter, retten die so laut? Ja, man muss eben aufpassen, was man tut, ne? So sieht's aus. Denken Sie mal drüber nach. Dann sollte ich vielleicht nochmal hier mit 3 Gestalten schwätzen. Ja, da ist dann das neue Lager. Das ist halt direkt in die Höhle reingebaut. Da aber geht's zu der Wassermagier hoch. Und so, da kann ich auch nochmal speichern, weil das ist auch nochmal so ein Hansel. Wo ist er dann? Shrike. Alter, was eine Gestalt. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Reizender Geselle. Und hier gibt es auch noch einer, der interessant und wichtig ist. So, erstmal Sumpfkrautverticker. Willst du etwas Sumpfkraut? Gib her. Hier, 10 Erz. Wenn du wieder mal was hast, du weißt Bescheid. Natürlich. Dann du Söldner noch. Hier, bitteschön. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für 10 Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Bestimmt. So, ich mag jetzt erstmal mit irgendeinem anderen normalen Söldner quatschen, bevor ich hier mit dem Typ da unten spreche. Söldner und Blade. So, du kriegst jetzt erst nochmal Sumpfkraut. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Ja, Frag mal. Bla. Du bist mit 1000 Stimmen hier vertreten. Blade, hallo, was bist denn du für einer? Willst du etwas Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Besorg mir was, dann reden wir weiter. Okay, mir hin alles vertickt, wie es aussieht. Gut, gibt's Probleme hier im Lager? Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Okay, alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Ja. Und das wird bestimmt kein Spaß. Nicht wirklich. So, aber das fand ich schon ganz witzig. Noch ist alles ruhig. Also manchmal ist die Synchronisation schon ganz witzig. Okay. So, wie schaut's dann hier aus? Gorny Boy. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Der ist ein wichtiger Charakter. Was macht man so Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Okay, was muss ich dann hier machen? Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Okay, kann ich irgendwo pennen? Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Okay, na dann weiß ich Bescheid. Bis später. Dann kann ich hier den Typ jetzt erstmal verkloppen. Und dann kann ich mal die Hütte hier unter den Nagel reißen, weil ich habe ja immer hier gefrucht. So, speichern wir nochmal. Hey, du Sackgesicht. Sieht schon aus wie so ein Typ, der in der Trinkhalle steht, oder? Und jetzt mache ich dich mal fertig. So, mache ich dich mal jetzt zum Clown von Chinatown. Ja. Der Kampf ist entschieden. Würde ich auch mal sagen. 15 Erz, 2 Dietricher. Ah, ein Laib Brot. Sehr schön. Gebratenes Fleisch. Die Waffe will ich noch. Der Reiterbogen. Der Reis will ich auch noch haben. Und die paar Pfeile. Jo. Okay, gut. Hat sich erledigt. Der ist eh schon hinüber. Bratenes Fleisch. Das zische ich mal jetzt auch noch mal rein. So, du Widerling. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, geh in die Trinkhalle, du Widerling. Willst du dich nochmal mit mir anlegen?
Ja, das würde ich gewinnen. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Ja, genau. Okay. Wie sieht's jetzt aus, Gorn? Ich habe den jetzt fertig gemacht. Geht's zur Seite? Ja, ist so gut. Plär doch. Ja. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Torloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Gerade noch so. Gut, jetzt gehört das Ding Bis uns. später. So einfach ist das. Man schlägt hier jemand zusammen und dann gehört die Hütte dir. Wie im richtigen Lever. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Jetzt haben wir wenigstens noch hier eine Hütte, wo wir pennen können auf so einer Strohmatratze. Ohne dass wir hier die Kehle durchgeschnitten kriegen, nur weil wir irgendwo in einer Hütte drin sind. Aber dann würde ich einmal sagen, ich mache an der Stelle hier wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.